Hier bin ich. Du hast sicher nur vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Wer ist der, die, das Typi? Tsubaki, du kannst doch ihn jetzt einfach hier reinplatzen. Wir haben gerade etwas Wichtiges zu besprechen. Genau deswegen bin ich doch hier. Wollt ihr mich als Wächter von Elektroballett außen vor lassen? Das ist bereits geklärt. Michael wird den König der Höhle für uns beruhigen. Autsch. Hältst du denn echt so wenig von mir? Oder vom gesamten Diamant-Clan? Oder glaubst du wirklich, dass so eine halbe Portion Elektroball beruhigen kann? Oha. Der hat ja wohl gar keine Ahnung, was wir schon alles gemacht haben. Ich möchte mich aus tiefstem Herzen für entschuldigen, dass dieser Rüpel hier eingefallen ist. Na, eben doch ein Kerl, okay. Dabei brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Welche Tsubaki ist einfach so stark, dass selbst ein gut trainierter Sicherheitstrupp ihn nicht aufhalten kann. Allerdings werde ich den Sicherheitstrupp nun einem noch härteren Training unterziehen müssen. Tsubaki, wegen dir wird sich der Sicherheitstrupp heute Nacht in den Schlaf weinen. Expeditionsleiter den Boku kann mit seinen Sumo-Künsten ganze Felsen in die Luft werfen. Lass uns zurück zum Thema kommen. Michael, du beruhigst Elektroball. Tsubaki, dich möchte ich darum bitten, zu helfen, falls es Probleme geben sollte. Jo. Den nächsten König also. Und nun macht euch auf. Dünne Luft und steile Pfade. Ja. Gibt's irgendein Hochgebiet oder sowas in der Art? Tsubaki, du sollst die Galaktik-Expedition und zumindest Michael auf keinen Fall unterschätzen. Sieh nur zu. Hä? Was jetzt? Du gegen Diamant kämpfst. Super. Geht schon? Okay, ne, dann machen wir später, Freunde. Weil ich will ohnehin... Was ist denn jetzt los? Und ich will ja ohnehin noch unser Team ein bisschen modifizieren. Legende des Meeres. Ah, das ist auch schon verfügbar, okay. Da ist eine ganz besondere Quest. Die muss ein paar Vorbereitungen treffen, so viel weiß ich. Und es geht offenbar darum, dass man Mana-Vieh fangen, oder Fione fangen kann, einfach beiden. Oh, wie sehr hast du meinen Auftrag angenommen, Michael? Lass mich dir erklären, worum es geht. Am Stand des Aufbruchs habe ich etwas im Wasser schwimmen sehen, von dem ich vermute, dass es ein Pokémon war. Leider ist es so schnell wieder abgetaucht, dass ich kein Foto mit schießen konnte. Goddammit. So wie es sich von den Meeresströmungen hat treiben lassen, müsste es auf dem Weg zum Koba-Küstenland gewesen sein. Wie ich darauf komme? Die Meeresströmungen verbinden die Gewässer rund um Jubeldorf mit denen des Koba-Küstenlands. Macht Sinn. Ich vermute, dass du durch ein Gespräch mit Suzuki, dem Wächter des Diamant-Clans, mehr über diese Sichtung herausfinden möchtest. Ah ja. Ich habe schon von Professor Levin gehört, worum es geht. Das Pokémon das in Richtung des Koba-Küstenlands geschwommen ist. Tja, ich befürchte, dazu kann ich dir aufgrund von mangelnden Details nicht viel erzählen. Aber vielleicht hilft es dir jetzt schon zu wissen, dass das Koba-Küstenland vor langer Zeit einmal das östliche Meer genannt wurde. Dort soll ein Pokémon existiert haben, das als der Prinz bekannt war. Der Meeresprinz, ja? Die Geschichte des Pokémon soll in einem Buch namens Legende des Meeres stehen. Doch weder die Legende noch das Buch scheint man mehr bekannt zu sein. Ist echt schade, Mann. Tut mir, dass er keine große Hilfe sein konnte. Ich gehe da mal wieder. Die Legende des Meeres, mangels Pokémon, das Professor Levin gesehen hat. Ja, eben soll Manaphy sein. Das klingt doch nach einem Plan. Ich kann eine Tasche erweitern. Mal gucken, wie viel wir schon wieder haben. Ich glaube, wir haben noch genug Kohle, war okay. Da sinkt unsere Kohle. Manchmal viel zu schnell. Ja, unterrichte mich, großer Meister, und knüpf mir Geld ab. So, jetzt reißt aber auch. Nee, lass mal. So, kann ich jetzt rausgehen, um gegen Diamant kämpfen zu müssen, oder wird der Kampf direkt getriggert?
Noch ein bisschen Zeit, okay, gut. Dann würde man sagen, ein paar Sidequests abholen, andere abschließen, soweit es schon mal geht. Immanuel. Was mache ich denn jetzt bloß? So wird Elias denken, dass sein Vater eine Memme ist. Was los? Oh, also wenn man den Schmollmund sieht. Keine Angst vor Geister mehr. Muss jetzt schon irgendwie ein Ding haben. Oh nee, sag bloß, ich noch keinen kompletten Antrag über Nebulak. Ja, ein paar fehlen. Haben eine Knallkugel erschreckt, irgendwas so entwickelt haben. Ja, ich wollte es mal ins Team nehmen, aber. Was macht denn hier so rum? Okay. Ach, der schon wieder. Der viel Kraft hat. Der von mir jetzt Zertrümmer drauf? Ah, Glimunkel, Schwein gehabt. Und fertig. Ja, passt doch. Sidequest 60. Abgeschlossen. Sehr gut. Kann ich eigentlich schon irgendwie was anbauen hier oder wäre es noch zu früh dafür? Ich dachte, man kann irgendwie auch selber Sachen anbauen. Keine Hose, schon dabei noch was. Hier ist aktuell noch nicht sehr viel. Okay. Wie sieht's denn hier mit weiteren, mit anderen Sidequests aus, wa? Und Mission zuerst. Ein großes Bammelin, ja, ist eben noch der Quatsch. Ganz sicher, wo die verstreut sind, dass eine Sprungfeder aussieht. Den können wir doch schon machen, oder? Ich hab Charmian ja gefangen. Dieser Schweif. Zum Beispiel das hier. Jawohl, das ist es. Noch immer gesucht. Für diesen Schweif ist kein Lob genug. Was? Miauts, genau. Da haben wir gekratzt. Oh. Schau mir, das war nicht nett. Es ist müde. Tja. Sidequest 41, abgeschlossen. Sehr gut. Und ein bisschen Leistungskies. Das sage ich natürlich nie. Nein. Weil es ja Kies. Moment. Blüht es oder blüht es nicht? Ganz egal. So, noch mehr. Ich muss auch noch einen Bericht erstatten. Machen wir das auch jetzt? Wo ist er überhaupt? Okay. Ja, Sidequests abschließen ist so geil und gleichzeitig neue aufnehmen, das ist weniger geil. Aber hey. Kann schlimmer sein. So, also. Es ist alles gute Ware, Mann. Das will ich mal hoffen. Also, was hast du so Neues? Das Knirschmaterial. Was
Was für ein Teil? Ganz creepy Typi. Ein Schleichspray. Knallkugel, okay. Ja, warte mal, ich habe noch ein paar Dinge, okay. Wir haben gerade gesehen, dass wir noch irgendwie ein paar brauchen. Für gewisse Quests. So, Schwebel aber noch genug. Von denen haben wir gar keine mehr, aber egal, brauchen wir momentan auch nicht. Nehmen hier noch ein paar mit. Das Geld haben wir ja. Ein Hyperheiler. Bedauert 2. Ne. Dann vielleicht noch ein paar Beleber. Können nie schaden. So, Reisköder haben wir noch genug. Ganz kurz gucken. Pilzköder. Von monströser wie drachenähnliche Pokémon stark angezogen. Feen- und Insekten-Pokémon. Reisköder, bodenlebende Pokémon. Okay, haben wir noch genug. So, soll noch irgendwie was verkaufen? Ja, natürlich, zum Beispiel den hier. Tasche habe ich hier Zentnerbälle mittlerweile. Ah, stimmt, warte mal, ich hatte doch hier. Die haben dich irgendwie auf Lagerhaus und doch Tonnenbälle, wa? Genau, Tonnenball. Dann haben wir noch Düsenball. Ultimative Version von dem Teil. Okay, machen wir das aber später. Die alten anderen Quests für uns, dazu gleich. Ich möchte gerne mal erstmal gucken. Wann der jetzt? Ah, hier. Materialien, die er verkauft. Aprikoko, Glanzstein. Eigentlich haben wir noch Reichloch. Da können wir ein paar kaufen. Also nur so just for fun. Eisenbock haben wir genug. Köderteig. Nicht mehr so viel. Können wir eigentlich noch ein paar kaufen. Zerpilz. Da haben wir noch ein paar Dinger. Kullerbohnen. Pokémon anlocken kann die natürlich auch nehmen. Den können wir eigentlich auch schon zu Genüge. Kann natürlich noch ein paar davon in die Kiste ablegen. Ja, man weiß nicht, wann man es mal brauchen könnte. Ah, Anleitungen, stimmt. Ist was Neues für uns? Hyperarznei, Hyperheiler, Ätherpillen, Klebkugeln. Vitamine, Ausweichvitamine, okay, Mineralköder, Bohnenköder, Sternstück. Ah, dafür brauchen wir dann die ganzen Stücke. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich habe den noch. Die speichern wir für später auf. So, können ein paar Dinge wieder ablegen. Jo, das passt soweit, schätze ich mal. Außer Vitamine, auch schön. Aber erstmal gucken, was kann ich denn selber noch so herstellen. Flügelball könnte ich auch herstellen, ja. Eine bessere Version von dem Teil. Schwerbälle haben noch einige. Zentnerbälle. Ja, von der wird Zeit, bessere Bälle herzustellen. Und zwar schnell und definitiv. Vogel- und Fisch-Pokémon. Haben wir auch soweit. Gut. Ich habe jetzt Material dafür extra gekauft. Dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Wir wissen ja auch nicht, ob wir jetzt direkt wieder irgendwo hingeschickt werden oder so. Deswegen glaube ich, es kann nicht schaden. Also alle mal verschieben. Leistungskies. Ich habe einen anderen, den schweren noch. Das kann ich gleich. Also erstmal all die Dinger weg. Die ebenfalls. Ich habe gesagt, behalte ich mal noch. Was mir vermutlich mit der Löchennappe Koko eigentlich schenken kann, nehme ich jetzt mal an.
Also sollen sie da mal ein paar farmen, das wäre nicht so schlecht. Leistungskies schicke ich auch mal. Und da mal da rein. So, dann haben wir Zentnerbälle. Genau, sind die anderen Bälle. So. Jetzt zum Herstellen. Brauche ich ja. Warte mal. Ich glaube, die alle. Die alle. Das Teil. Das Teil und das Teil, glaube ich mal, ja. So. Dann herstellen. Federball. Flügelball wohl eher. Okay, kann ich mal 54 davon machen. Wie sieht es mit den Zentnerbällen aus? Machen wir mal so 18 Stück. Dann noch gar keine, machen wir mal bis 30, wa? So. Können wir die ganzen Materialien wieder zurücklegen. Aber jetzt fürs Erste nicht mehr. Vielen Dank, liebe Materialien. So. Und schön aufgeräumt. Perfekt. Jetzt die Frage aller Fragen. Sidequest weitermachen oder... Na komm. Jetzt auch erstmal kurz zur Weiden, holen wir mal neue Pokémon. Pokémon freilassen, das ist jetzt auch neu. Warte mal, wir haben eine Weide, die hier. Wo wir eigentlich unsere Teammitglieder haben, okay. Dann lege ich, wie gesagt, mal Luxtra ab. Der Elektro und Eis. Und ich lege mal unseren coolen Vogel ab. Eigentlich haben wir dafür auch Tornupto ein bisschen mit den Moves. Nach Tara müssen wir noch ein paar neue Moves erlernen, da ist klar. Panflang wäre mal auch eine Idee. Allein schon wegen dem Kampftypen, aber ich hoffe mal irgendwann auf einen Lucario oder so. Nebula gefreut mich auch wegen den Werten. Das Vieh hat ja Werte, da ist er. Alter, von der Spezialangriff natürlich übelst. Kramurks wäre auch so ein Thema. Bogelin eigentlich wieder als Wasser-Pokémon, aber nee. Also gerne mal zwei andere testen. Und zwar, ja, wir haben hier nochmal Nebulak, das stimmt. Drasel haben wir ja auch noch. Das kann man sogar zu Galagladi entwickeln. Braucht zwar einen Wachtstein dafür, aber es wird gehen. Dem ja noch coole Werte. Natürlich generell der Spezialangriff höher, was war zu erwarten. Ich denke mal, Magnetilo ist, glaube ich, sogar fast Pflicht, war. Funkensprung, Donnerwelle, Lichtkanone sogar schon, okay. Mach mal ein nettes kleines Stahl-Pokémon. Ah, super. Stahl-Pokémon im Team. Ja, ich habe jetzt zwar noch Käfergestein, gut, natürlich auch Psychoklinge drauf an. Stimmt, wir haben noch nicht so viele Gegner gefunden, wo man Psycho jetzt einsetzen müsste. Xanto macht das aktuell schon noch. Nach Tara halt, der ist der große unwesentliche Faktor, sage ich jetzt mal. Klar sind Defensivwerte cool, haben uns auch schon ein paar Mal den Arsch gerettet, aber irgendwann muss ich mir noch überlegen, ob ich nach Tara doch wieder irgendwie austauschen will. Wenn auch nur temporär. Naja, mal gucken. So, jetzt zu Seemobs. Was haben wir da für schöne Möpse? Ich meine, Eiswasser ist natürlich immer ein geiler Typus. Der hätte einen viel höheren Spezialangriff als das Vieh. Das ist richtig, was geht um die beiden, weil die hier und so ein bisschen mehr Defense zum Teil, vor allem der hier, wobei der wurde auch, der wird ein bisschen geboostet. Ja komm, ich nehme
Den hier. Das kleine Möpslein. So. Gib mir Bestes. Dankeschön. Ja, Freunde, neue Pokémon. Also im Team natürlich, ja. Da dann. Willkommen, Freunde. Dann gehe ich jetzt erstmal ganz kurz zur Trainingstante. Mal gucken, was uns Neues beibringen kann. Ich weiß nicht, ob die irgendwie auch schon was Neues drauf haben mittlerweile. Tanuta hat irgendwie eine Magieflamme. Bei Neues glaube ich nicht, wa? Nee, noch nicht. Aber was hätten denn Magnetilo zum Beispiel? Ladestrahl. Ja, kann man versuchen. Und Semops, was hast du Schönes? Ein paar, so es aussieht. Hat Eisklumpen und dann fixiert es dann auf diese Attacke. Der vielleicht? Wäre gar nicht mal so schlecht. Steinhagel. Oh, ist auch eine nette Attacke. Coole Augen. Dampfwalze. Perfekt. So. Soll es mal fürs Erste gewesen sein. Jetzt. Oh, Magnetilo kann sich bereits entwickeln. Ja, ist Level 30, war. Insofern ist das natürlich korrekt. Ganz kurz mit den Attacken. Ich denke mal, Tackle kann ich mir schenken. Donnerschock. Das kann ich eigentlich nicht reinnehmen. Hä? Also, ich gerade ganz kurz, ganz falsch gesehen. Sorry. Ich war ganz kurz verwirrt und dachte, hä, wieso geht das nicht? Aber klar geht's. Donnerschock, Ladestrahl, Donnerwelle, Lichtkanone. Ist eigentlich wieder die falsche Reihenfolge. Warte mal. So genau, Donnerschock brauche ich eigentlich gar nicht. Komplett rausnehmen geht ja auch nicht, wa? Schade eigentlich. So, dann unser Möpschen. Was hast du ein schönes aktuell? Pulverschnee. Aquawelle, natürlich auch cool. Erholung, Aquadurchstoß. Vielleicht jetzt auch nicht so die Mega-Attacke. Walzer hingegen, ja. Nein, das war auch den drauf. Pulverschnee. Machen wir mal so. Erholung. Tja. Allerdings schläfrig, ja gut. Kann man so oder so sehen. Schmeiß mal noch das so heraus. Was braucht denn Wasserpokémon überhaupt in so eine Attacke wie Dampfwalze? Steinhagel kann er mir eigentlich auch schenken. Na egal, komm. So, Freunde, dann wird Zeit zum Entwickeln. Magneton. Und hatten jetzt Neues gelernt. So. Gefangen, 1 und 1, perfekt. Was entwickelt haben, 1 und 1, perfekt. Und vielleicht können wir sogar eine neue Attacke beibringen.
Aber wir machen jetzt erstmal den Kampf noch, Freunde. Und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter, was noch an Sidequesten zu erledigen, bevor es in der Story weitergeht. Diam, du setzt dann für dein Volipurpa ein. Ich glaube, ich kontere damit Magneton und versuch's mal. Los geht's, jetzt! Der ist richtig unsympathisch, dieser Tsubaki. Magneton, Magneton. So sind ja 2 Pokémon. Da darf er 2 einsetzen und ich nicht. Das ist eine Frechheit, sowas. Ich setze die Lichtkanone ein. Naja, na gut. Und Evoli macht nichts. Alter. Und Lichtkanone. Oh, ist das süß. Aua. Nicht nur süß, tut auch noch weh. Tempo, Donnerschau! Nein, macht weniger Schaden. So, manchmal macht es genug Schaden. Und jetzt Ladestrahl! Natürlich! Ich kann nur so ein Pech haben, wenn man fragen darf. Seemops! Mops! Seemops! Und Aquavelle! Blub, 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 blub. Jetzt hast du gesehen, wie stark Michael ist, Tsubaki. Du wirst ihn nicht mehr verspotten, verstanden? Und einen Helfer von Perikla müssen du am Übungsplatz finden, sobald du bereit bist. Also dann, bis später. Ich setze auf dich, Michael. Los jetzt, Tsubaki. Für dich wartet eine andere Stammpauke. Oh, nein, eine Unterattacke, nicht schön. Die haben wieder, spar mir das. Michael. Komm ins Büro des Forschungstrupps. Da besprechen wir deine Mission. Ja, gleich. Einfach alle etwas von mir wollen. Nein, ich muss mitgehen. Ah. Nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberg Hochland. Ja, genau. Aber wie es damit weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Oh Mann, bis dahin. Ciao zusammen.